Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Und in der letzten Episode hat uns Steiner auf die Bühne gestellt und wollte uns festnehmen. Und jetzt können wir kämpfen. Wir haben jetzt aber neben dem NSC Markus, der eher so ein Füllcharakter ist, haben wir jetzt auch noch Prinzessin Garnet und Vivi an Bord auf unserer Seite. Die können natürlich auch ein bisschen was. So, Garnet. Die kann rufen, die könnte theoretisch hier die ganze Bestia rufen. Sie kann aber auch Leute heilen. Was aber derzeit nicht so wirklich nötig ist. Deswegen greifen wir erstmal die kleine Soldaten an. Vivi kann Schwarzmagie. Setzen wir gleich mal ein. Sie dann muss anscheinend nichts mehr. Auch Vaterlandsliebe muss Grenze haben. Sie dann Meteor, das ist aber nur so, ja, Gedöns. Klaue kann ich hier anscheinend nichts. Na gut, dann gehen wir auf Weimar. Markus kann auch nur Stinktus, das sind auch so Effektdinger nur. Ich hab noch was zu tun. Kommt sofort zurück, ihr feige Hunde. Okay, dann heilige Magie. Oh, ja, heilen wir uns sie dann, damit wir das auch noch sehen. Vita. Und die andere greift einfach mal an. Klaue können wir ja nichts noch im Steiner. 460 hätte er geheilt. Nicht schlecht, Mann. Und Feuer nochmal. Also mein normales Stammteam, hui, 104. Mein normales Stammteam besteht normalerweise aus Zidane, Garnet, Vivi und Steiner. Wie kann das sein? Weil Steiner ist der klassische Tank- und Damage-Deal. Also der Ritter ist halt richtig gut. Und mit Vivi kann man noch Magie, Schwertmagie wirken. Das ist halt sehr praktisch. Und Garnet ist halt die geborene Heilerin. Ja, son fertig, fix. Gut. Hier ist alles klar, Chef. Sehr gut. Hua. Voller Schub voraus, Roger. Los geht's. Und wir ziehen uns einfach so zurück. Das wird den Leuten nicht so gefallen. Wow. Ja, der Königin gefällt's vor allem nicht. Ach Gott, wie ein paar Saftschinken haben. Oh, die versuchen uns hier festzuhalten. Aber Final Fantasy IX hat die leider keine Sprachausgabe. Trotz allem finde ich, dass die dass die Sequenzen auch ohne Sprechchöre wirken. Alle die Musik bringt's eigentlich schon. Charaktere bringen es meiner Meinung nach auch stumm. Ach Gott, wieso du dirigiert von ihrem Balkon aus? Jetzt kommt ein Oschi. Tja. Den haben wir als Kart. Und jetzt haben wir noch als Gegner ein Bomber. So, und Steiner ist also noch hinten dran. Oh oh. Oh, Vivi. Ah, der hat eine gute Abwehr. Größer werden. Okay, wir attackieren einfach mal Steiner nur die ganze Zeit. Den Bomber können wir ja nicht attackieren. Dreh dich um, Alter! Auf so faule Tricks falle ich dann nicht rein. Steiner, bitte hinter euch! Zack. Und patsch. Klar, unsere zwei Magier, die ziehen natürlich Wendiger ab. Garnet und Vivi machen nicht so viel Schaden mit ihrer Waffe. Und zipp. So, kommt doch zur Vernunft. Okay, alles wieder drauf. Ein Bomber. Ja, das wird bös Ende hier, das ganze Steiner. Der Bomber geht gleich hoch und so. Dort jeder irgendwie immer so ein Sprachfehler. Auf faule Tricks falle ich dann in Reihe. Alleweil Mr. Wachte Schatten sehe. Ja, jetzt hat er es auch gecheckt. Wie er abdanced.
Aber das Luftschiff hat es noch gepackt. Durch die Explosion natürlich geschädigt. Ja, das Deck, das kann ich vergessen. Also das Achterdeck kann ich vergessen, das ist hinüber. Uah. Der Turm ist auch noch runtergekracht. So flieht man mit Stil aus Alexandria, ne? The Queen is not amused. So viel kann ich gleich sagen. Alexandria liegt wohl ziemlich hoch. Wir krachen durch den Nebel. Das sogenannte Nebel wird auch noch ein Phänomen sein, was man dann im Laufe des Spiels noch erklärt kriegen. Bis jetzt müsst ihr einfach nur wissen, dass der Nebel überall ist. Oh, mir stürzen ab, sie fix. Ja, dass es so Grenze gibt. Über am Nebel und am Nebel. Mit dem Nebel kann man scheinbar auch Luftschiffe antreiben. Ja, im Wald abzustürzen mit einer Explosion ist natürlich jetzt auch nicht gerade so das Tolle. Die Klägöre. Ich hielt sie bisher nur für unbedarftes kleines Kind, aber ich habe sie wohl unterschätzt. Son? Son? Wie sieht's aus? Sind Sie schon einsatzbereit? Bereit für den Kampfeinsatz, sag ich. Und Prinzessin Garnet machen wir da gar aus, sag ich. Wer hat was von Töte gesagt? Schafft sie mir auf jeden Fall lebend her. Ja, wenigstens das. Wundert mich, dass die Prinzessin mit ihrem Mausegesicht dort die Tochter von der Elefantefrau sein soll. Das ist schon etwas merkwürdig, aber ach, das kriegen wir auch noch später erklärt. Und vergesst vor allem den Vorspann nicht, was wir in dem Boot gesehen haben. In der allerersten Videosequenz mit dem Sturm und Boot und so, ganz am Anfang, ne? Jemand, der ein bisschen auszählt wie die Granat? Egal. Himmelbraun und Wolkenbruch hat sich erwischt, Sinner. Und mir ist alles klar, aber prima vista ist jetzt fix. Jetzt beginnt erst so richtig spaßig zu werden, dass wir ausgerechnet im verwunschenen Wald abstürzen mussten. Aus dem vermaledeiten Wald ist noch keiner wieder lebendig rausgekommen, als fix. Chef, wir haben hier ein Problem. Und ist Feuer ausgebrochen und es breitet sich ruckzuck aus. Keine Panik in der Botanik, überlegt euch lieber, wie wir das Feuer wieder löschen können. Vergessen nicht, die Verletzte rauszutransportieren. Schon klar, Chef. Bringen unser gesamte Beute noch draußen. Waffe, Items, alles was noch zu gebrauchen ist. Wenn die alle in Flammen aufgehen, verlassen wir den Wald nicht mal mit den Füßen voran. Roger, C-Fix. Wie stehen dieses verflixte Feuer, C-Fix? Allein bringe das ganze Zeug nie mehr raus, C-Fix. Ja, die Musiker hat es anscheinend erwischt. Was tut ihr denn alle, C-Fix? Wollt ihr, dass ihr Eis verkugelt, C-Fix? Das Prinzessin gar nicht. Jupp, wir kennen sie aber nirgends finden. Vielleicht ist sie beim Absturz von der Schiff geraten. Jupp. Nicht nur eine Prinzessin entführt, sondern jetzt auch eine platt wie ein Flunder, C-Fix. Dafür hängen wir alle, C-Fix. Wenn sie euch erwischen würden, würden sie euch durchaus alle aufhängen. Das ist garantiert. Du hast euch ja noch leben, sie dann. Da legst du nieder vom fliegenden Theaterschiff springen, C-Fix. Vom Wege abgesprungen, ich wurde beim Sturz hinausgeschleudert. Oh, was ist mit der anderen? Da mach dir mal keine Sorgen, Unkraut vergeht ihm nicht, C-Fix. Aber wenn wir eine Prinzessin nicht finden, wären wir garantiert am Galgenbaum, C-Fix. Active Time Event. RATE, Kupo, steht für Active Time Event. So kannst du die Geschehnisse, die andernorts stattfinden, miterleben. Wenn links unten auf dem Bildschirm ATE eingeblendet wird, dann drückt ihr mal bitte hier die Touchpad-Taste. Ja, Kupo. Egal wo du dich befindest, wird ATE eingeblendet. Erstmal gucken, was an der Art vor sich geht. Kupo. Drückt ihr mal gleich die Touchpad. Ja, Kupo. Waldtyrann haben wir hier als Event. Gucken wir uns mal an. Bist du in Ordnung? Es kommt immer näher.
Hilfe! Das sieht nicht gut aus. Aua, der Steuermann hat seinen Führerschein mal bei der Tombola gewonnen. Oh, Mami Zimbel, guck doch mal. Und du? Es ist eine aussichtslose Situation seit der Gründung von Tantalus Cefix. Autsch, aua, was doch auf. Ich bin verletzt. So nebenbei, Seid wird dir normalerweise mit T geschrieben. Das ist damit Dialekt, ne, dass ihr hier auf falsche Gedanken kommt, das zu übernehmen. Seid mit Zeitangabe als D zu schreiben. Schick sie nach übernehmen wir. Jep, so doch mal die Gegend abziehen dann. Oh jo, machen wir. Da ist lieber ein Salat. Aber komm, hätten wir mal mit dir nochmal. Moskau, mag nicht? Ich hätte so gern einen Brief. Ja. Okay, dann speichern wir erstmal hier. Ich speichere. Kupo. Ihr seht jetzt erstmal wieder nur schwarze Bildschirm. Aber es dauert ja nicht lang. Joink. Das war's. So. Hier rum war das, glaube ich, oder? War das nicht hier rum? Ah doch, hier durch den Baumstamm. Verwunschener Wald. Ich finde es immer schade, dass das auch immer so angezeigt wird. Noch egal, wo man sich befindet. Egal, ob Alexandria und so. Hallo, Fröschlein. Huch. Ach ja, stimmt. Ich vergaß jo. Ich bin ja bei Final Fantasy. Da ist ja mal immer wieder so ein Zufallskampf. Ach ja. So, ein Isegrim. Und? Dürfte einer sein, wenn ich mich nicht täusche. Oh, das geht ja schleppend langsam. Ja, ein Isegrim. Reißzahn. Potion geklaut. Das dauert ja ewig in 3 Tagen. Soll ich vielleicht doch in Echtzeit machen? Stürmen. Okay, gut. Das kann er wenigstens mit M-Schlag niedermachen. Die klassische Siegesfanfare. Und Level Up. Aero-Troppe gibt's auch noch. So, gerade mal gucken. Bei der Optionen. Gucken wir jetzt nochmal. Animation zu Kampfbeginn können wir auch mal einschalten. Texttempo, Kampftempo. Was gibt noch das hier? Machen wir es mal so. Kampftutorial brauche ich nicht. Titelbildschirm will ich auch nicht. Machen wir hier der Kampf einfach mal schnell. Bin immer gespannt, was dann kommt. Und die Animation zu Kampfbeginn kann er uns ruhig auch zeigen. So. Oh, nee. Was ist denn das für Viech? Oh, nee. Ein Steiner ist auch noch dabei. Was machst du, Biest, mit der Prinzessin? Ich glaube nicht, dass man mit dem groß diskutieren kann. Los, Angriff! Sehr schön. Das war wahrscheinlich die Animation zu Kampfbeginn. Oder, ach so, Desto wahrscheinlich. Könnte auch sein. Egal, ich finde es schön so. Man darf sich ja ruhig die Zeit für sowas nehmen. Trance, sehr geil. Trance-Balke ist direkt unterm Zeitbalke und dann verfallen wir in so lustige Figur hier. Was ist denn das für ein Leuchter? Die Sprühverkraft. Ist das etwa die Trance? Ich habe nur davon mal gehört. Sie wird durch Emotionsausbrüche hervorgerufen. Und jetzt wird aufgerahmt. Ja, da haben wir dann natürlich auch etwas stärkere Attacke zur Auswahl. Haben wir dann Tricks noch mal dabei. Energiestoß zum Beispiel. Oh, der zapft hier die gut Fra ab. Energiestoß. So können wir den Kampf natürlich sehr easy gewinnen. Weil Trance hat wesentlich mächtigere Sachen zu bieten. Und für jede Runde wird halt gewisser Abschnitt von dem Balken abgezapft. So. Gezeitenflamme. Oh, scheiße, jetzt habe ich noch auf Prinzessin gar nicht gezielt. Das ist nicht so gut. Entschuldigung. Uah. Entschuldigung, ich habe sie leider gekillt. Garnet wurde nicht gerettet.
Dafür kriege ich ja gleich mal das Spinett des Todes zu hören. Entschuldigung, das war leider mein Fehler. Okay, kann ja mal passieren. Fortsetzen. So. Oh, nee. Was denn das war Viech? Noch einmal. Machen wir das noch einmal, aber das mal ohne, dass wir den Energiestoß verwenden. So, Angriff. Oh Mann. Oh Mann, man kann sich ja recht rar stellen bei sowas. So. Jetzt aber nochmal richtig. Auf den Couscous hier. So, nochmal in Trance-Zustand. Ja, sie dann wird dann halt ein bisschen horiger und violett. Ja, so ist er halt der Affenjunge. So, okay, wir probieren es jetzt noch einmal. Nur das mal nicht das, was auf alle Gegner geht. Das ist natürlich blöd, weil dieser Parasit es natürlich auf gar nicht abgesehen hat. Okay, noch einmal. So, nicht klauen, Tricks, Energiestoß. Und, ja. Nee, auf der Pandionea, bitte. So. Jetzt aber richtig. Und, hua. Rechter Ast. Und noch einmal. Linker Ast. Das zischt aber gut rein mittlerweile. Und, hämmer dich. Sieht so aus. Es zieht sich zurück. Okay. Prinzessin! Prinzessin! Wo ist sie denn bloß hier? Ein verschlepfendes Monster. Ich habe so Angst gehabt, ich konnte gar nicht mehr zaubern. Das schreckliche Monster wird zu fressen. Ich unnützer Wurm, ich elender Versager. Ich war unfähig, die Prinzessin zu retten. Leid, noch ist nicht so früh resigniert aufzugeben. Das Vieh war nur Marionette vom Waldtyrann. Ich bin mir sicher, dass Prinzessin gar nicht eben zu dem Waldtyrann verschleppt worden ist. Allah, wenn es so ist, dann sollten wir bessere Zeit verlieren. Uah. Hier, wieder so viel. Na gut. Uah, Hilfe! Ja, der arme Vivi. Aber der kann sich da drin wehren. Immer hier hat er etwas parat, was mit der Pflanze sehr effektiv ist. Feuer. So, jetzt geht's also für Bashing. Magie scheint wirksam zu sein. Steiner. Du darfst sie dann heilen. Ey, auf hier an Vivi rumzunuckeln. Der hält aber nicht so viel aus in seinem Wunderknabe. Malchus geklaut. Das ist was für Steiner. So, dann heilen wir nochmal sie dann. Und dann gucken wir nochmal, ob sich noch was klauen lässt von dem. Nochmal Feuer auf der Washing. Sehr schön. Ja, genau, das ist es. Schwerttechnik kann er erst nur in Kombination mit Vivi. Lederarmreif geklaut. Sehr cool. Linkast. Gucken wir nochmal, ob er noch was hat. Aber ich glaube, der dürfte mittlerweile zum Habe-Nichts-Status verkommen sein. Jo, der hat nichts mehr. Also Sidan ist im Team definitiv nützlich, weil Diebe im Team sehr praktisch sind, um so Gegenstände zu klauen. Na, der saugt wieder was ab. Nochmal überlebt er das nicht. Vivi, genau, Feuer. Das ist gerade so kracht und jetzt wir hier wieder. Zack. Oh, 92 ist gut. Steiner Nummer 50. Okay, er hat nicht absorbiert. Vivi nochmal. Weil ein weiteres Mal überlebt dann nie. Und sein Kleiner. Okay, Vivi hat ihn gekillt. Sehr schön. Igitt. Sehr schön. Wie Steiner sein Schwert präsentiert.
Gut, und dafür gibt's 3 AP wenigstens. Und Aretropper und eine Goblin-Card kriegen wir auch noch. So. Ich hab so Angst gehabt. Bist du verletzt? Ja, ich glaub schon. Boah, verdammt. Oh. Prinzessin. Ja, die müssen wir jetzt erstmal wieder fixen hier. Kann schon mal von Glück sprechen, dass sie dann dich gefunden hat. Aber keine Sorge, du bist nicht vergiftet. Das Viech hat ja nur seine Spore eingepflanzt. Ja, das ist doch viel besser, als vergiftet zu sein. Wenn die erstmal aufblühen, werden sie dir der Lebenskraft aussaugen, und zwar die ganz. Will ich dann sterbe? Mach da erstmal nicht den Zelt, mit dem Gesöff bringe ich dich wieder auf Vordermann. Boah. Bäh, das ist ja ekelhafter Geschmack. Prinzessin, ich werde euch sogleich zur Hilfe eilen. Was willst du, Bandit? Gehst du ins innere Zimmerchen? Jupp. Euch Unwürdiger ist es also völlig egal, wenn die Prinzessin von irgendwelchen Monster gefressen wird. Ihr wollt sie einfach ihrem Schicksal überlassen? Möchte ich ausruhen? Jupp. Mach dich nicht verrückt wie eine Prinzessin, überlass alles ruhig dem Chef. Jupp. Langsam, nicht so grob. Leg dich überall aufs Ohr. Jupp. Und trink auch deine Medizin. Jupp. Die räudige Hunde. Wer weiß, welche Qual die Prinzessin gerade durchstehen muss. Wer kann schon eine bärtige Urhalt trauen, ob das wohl wahrhaftig ein Gegengift ist? Die Farbe und der Gestank, das ist mit Sicherheit ein Gift. Ich muss es versuchen, sonst werde ich noch wirklich sterben. Verdammt. Ja. Nicht übel. Der Anna find's zum Kotzen und der Steiner find's lecker. Die Bitte kann ich nicht nachkommen. Du hast doch selber gesehen, um uns rum sind lauter gierige Monster Ausgeburte vom Nebel, die auf eine günstige Gelegenheit warten. Die machen wir doch alle platt, wenn wir zusammen gehen. Mag sei, aber was wird aus der Verletzter? Die nehmen wir mit. Jetzt sind wir aber wenig mobil, wenn die Monster über uns herfallen. Bei die Prinzessin tut's mir zwar leid, aber sei's drum. Mein Leid genießen Vorrang. Dreck, verdammter. Bis sich die Verletzte einigermaßen erholt hätten, wird die Gesamthandellos hier bleiben. Und auf irgendwie Faust irgendeine Person nehmen gibt's nicht. Ephraim Stichloser, das hätte ich nicht von dir erwartet. Tja, Antwort ist dieselbe. Wenn's nicht passt, tritt aus meiner Bande aus. Okay. Klingt ja sehr nett. Haben wir doch noch irgendwas? Oder wieder nur... Ah, nee. Bronzefäustlinge halten. Das ist mal wieder was für Steiner. Mal gucken, ob wir was für sie dann noch hin. Nee, da haben wir nur der etwas schlechtere Dolch. Lederhut haben wir auch nicht. Armreif, Geld und Leben, Bestientöter und Eis. Das ist dann eher was für Vivi. Und Lederweste, Seidenhemd. Oh, das geht sogar für ihn. Oho. Das ist aber eher was für Garnet und für Vivi. Und Accessoires haben wir erstmal Kenny. Okay, da warten wir, bis die ganze Gruppe wieder zusammen ist. Dann können wir nämlich auch ein bisschen was verdelen. Oh, da guckt doch schon hinterher der Chef. Da ist mal wieder was passiert. Ich breche hier aus und alle gelassen. Oh, mal. Ich breche hier aus. Wer könnte das wohl sein, ne? Natürlich. Es ist doch ein leichtes. Aus so einer kleinen Kammer auszubrechen. Raus, lass mich sofort hier raus. Ja, das ist mal der Plan gewesen. Bin ich immer noch völlig entgiftet. Noch nicht völlig entgiftet. Was ist denn das? Bob, Prinzessin Garnet, 15 Jahre alt. Was eine Schande, so eine hässliche Bob den Namen von der Prinzessin zu geben. Außerdem ist die Prinzessin bereits 16 Jahre alt. Und überhaupt, warum sieht die Bob so abgegriffelt aus? Das will man irgendwie auch nicht wissen, warum die abgegriffelt aussieht. Mein kleiner Schatz ist jetzt das, was dazu passt jetzt. Ah, da irgendwo müsste doch sein, sehr fix. Such. Es ist einfach nicht zu finden, sehr fix. Ist noch meine geliebte gar nicht Puppen, sehr fix. Oder die kann ich nachts sehr gut schlafen, sehr fix. Sie wird ja nicht vom Feuer verschlungen worden sein.
Das ist schon irgendwie ekelhaft, was der abgegriffelt mit einer Garnet-Puppe macht. Uah, ich will sie gar nicht wissen. Alle Gelosser. Ja, der König Ruby haben wir hier. Wo sind denn all? Was soll ich denn jetzt machen? Ja, die haben wir wohl in Alexandria vergessen. Aber ich würde auch sagen, das ist jetzt hier mal wieder ideal, um einen Cut zu setzen. Und wir sehen uns dann morgen wieder, ihr liebe Leute, zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann, wenn wir in der verbotene Wald wieder reingehen, um die Prinzessin zu retten. Ayan Yankee.